Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. So, ich wollte jetzt aber auch noch unbedingt hier in das Gebiet rein, wenn ich jetzt hier schon bin, kann ich da auch nochmal hier gehen. Du, die Höhle habe ich ja erkundet soweit. In Gothic 2 wird das auf jeden Fall nochmal recht wichtiges Gebiet für uns sein. Probieren wir doch gleich mal unser neues Schwert aus. Und damit können wir mittlerweile einen Varan One-Hitter. Das ist natürlich auch sehr gut zu wissen. Gehen wir noch hier rein. Truhe ist nicht verschlossen. Ein paar Schinke gibt es hier drin. Ich weiß ja nicht, ob der noch so gut ist, der Schinke. Genauso wie das Bier. Ich will nicht wissen, wann das letzte Mal benutzt wurde hier. Das Lagerler. Von daher, na. Aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Ach ja. Nee, wie gesagt, also Gothic 2 hat das Gebiet hier auch nochmal mit dabei und da ist es dann doch etwas wichtiger als hier. Hier ist es einfach nur so, ich würde sagen, es ist so ein Nice-to-Explore-Gebiet. Also was anderes ist das nicht. Ein Trank war hier noch und hier haben wir auch noch einer. Ich hätte gern wieder attributssteigernde Sache. Eine Ork-Statue. Oho. Da waren wohl irgendwann so ein paar feine Herrschaften aus Ork-Kreise oder was. Ja, die Höhle sieht auch richtig eines Königs würdig aus. Also, hier hat wahrscheinlich die orkische High Society gelebt. Ich weiß gar nicht, geht es hier einfach nur ins Ork-Gebiet in Gothic Ends oder ist es auch so abgeschlossenes Sackgasse-Gebiet, wie es in Gothic 2 ist? Okay, das sollte ich vielleicht doch nochmal kurz speichern. Wir jagen nochmal einfach einen Feuersturm auf die Fresse. Und? Ucha-cha-cha. Na, komm mal her. Ups, ich sollte vielleicht noch einen Trank trinken. So. Okay, ist ja schon. Die hängen fest, die Knabe. Das kann ich natürlich zu meinem Gunste ausnutzen. Okay, komm her, du. Puh. Okay, also so viel dazu. Da können wir noch ein paar Tränke uns zwirbeln. Und ansonsten gucken wir doch einfach mal, was die Knabe hier bewachen. Wenn hier Orks rumstehen und auch noch Krieger, ist das natürlich eine geile Sache. Ja, das sieht aber nicht so aus, als wird hier effektiv noch was laufen. Aber es waren 2 Ork-Krieger hier gestanden, also, ne? Ist ja schon mal was. Ach, hier noch so Amphitheater-mäßig. Ja, Lecco Mio. Sind auch noch irgendwelche Runesteine, so Runestele, so Meniere. Sind hier auch noch. Und hier sind Tränke sehr schön verteilt. Alle hopp. Nehmen wir doch alles. Und Truhe gibt es hier auch noch in schöne Abstände. Die sind nicht nur verschlossen, die Dinger. Aber es ist leider nur Standardzeug drin. Grobes Schwert und verwitterte Axt und Pipapo. Und hast nicht gesehen. Und ich weiß, ich bin gemein, dass ich die Sache mit dem alten Lager strecke und jetzt einfach nicht ins alte Lager gehen will, um zu zeigen, was die Gardisten angeblich angestellt haben. Weil jeder, der's nicht Han, oh Gott, ich bin doch kein Zahlener. Weil jeder, der Gothic Ends noch nicht kennt, der wird nicht wissen, was ihn hier erwartet. Jeder, der Gothic Ends natürlich schon gespielt hat, der weiß, was Sache ist und freut sich vielleicht auch drauf, dass man jetzt an dem Teil von der Story sind, da es jetzt endlich soweit ist. Weil ihr habt ja schon mitgekriegt, ja, das könnte vielleicht so ein orkischer Richtplatz oder Arena oder sowas gewesen sein. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, wie dem auch sei, ihr habt ja mitgekriegt, dass ich schon gesagt habe, der letzte Episode, ja, hier mache ich jetzt nochmal Speicherplatz, weil hier gibt es kein Zurück mehr, ab hier fängt ja was Besonderes an und ich habe alles im alten Lager schon erledigt, weil so viel kann ich zumindest verraten, wir kommen nicht mehr ins alte Lager rein vorerst. Es wird später noch die Möglichkeit mit so einem Teleportstein geben, dass wir ins alte Lager können, aber das ist noch etwas Wasser, der Fluss entlang, bis wir soweit sind. Aber ich will euch jetzt nicht großartig auf die Folter spannen oder sonst irgendwas. Ich würde jetzt definitiv zum alten Lager gehen, damit wir mitkriegen, was da eigentlich Sache ist. Weil Scorpio ist ja offensichtlich schon zu Kavalorn getürmt. Der scheint wohl noch einer von der Gute zu sein. Wenn er schon sagt, er unterstützt die Gardisten nicht und das, obwohl es ein Ausbilder ist von der Gardista. Also irgendein Scheiß wird definitiv gelaufen sein. Dann gucken wir natürlich selber mal vorbei. Das ist auch schön gemacht, finde ich, von der Story.
dass man so ein bisschen vorbereitet wird, dass irgendwas im alten Lager nicht stimmen kann. Wenn man jetzt schon Richtung Kavalorn geht, weil vom neuen Lager aus hat man die Möglichkeit, man geht über die Brücke oder man kommt von Kavalorn aus. Und ja, so ist das halt. Und hier haben wir anscheinend noch einer Steher. Also hier ist mal... Ups, hier ist jede Menge Geraffel vom Tor. Und da steht ein Milton. Aber ja, das ist dicht. Das Nordtor ist auf jeden Fall absolut dicht. Milty. Sie sind alle tot. Alle tot. Ich konnte nicht helfen. Ich war unterwegs. Ganz ruhig, Milton. Was ist los? Sie haben die Feuermagier getötet. Alle, bis auf mich. Und da hätte auch nicht mehr viel gefehlt. Am besten du erzählst ganz von vorne und der Reihe nach. Okay. Ganz ruhig, Milton, ganz ruhig. Es fing alles damit an, dass die alte Mine einstürzte. Die alte Mine ist eingestürzt. Ja, es ging alles sehr schnell. Keiner aus der Mine hat es herausgeschafft. Die Gardisten haben den Mineneingang gesperrt. Das klingt natürlich nicht so toll. Ja, dann wären alle dem... Ich hab Gorn getroffen, ne? Ich habe Gorn getroffen. Wirklich? Wo? An der alten Klosterruine am Meer. Wir haben sie gemeinsam nach Schätzen durchsucht. Davon wird er mir bei unserem nächsten Treffen bestimmt erzählen. Anscheinend gibt es wohl auch so zwischen einzelnen Personen einen Austausch zwischen altem Lager, neuem Lager und so weiter. So. Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Er hat mir davon erzählt. Du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Wo habt ihr vier euch bisher getroffen? Ach, hier und da. Wir treffen uns an den verschiedensten Orten. Ja, so nebenbei so ein bisschen Smalltalk, aber jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen. Wie konnte die Mine einstürzen? Keine Ahnung. Einige Buddler, die vor dem Mineneingang warteten, erzählten von einem gewaltigen Beben und einer riesigen Staubwolke, die aus den Stollen kam. Warst du dort? Ja, dort erfuhr ich dann auch vom Einsturz. Nicht so gut, genauso wenig wie mit der Feuermagier. Was sagtest du über die Feuermagier? Ich weiß nur, dass sie kurz nach dem Einsturz alle von den Erzbaronen umgebracht wurden. Als ich von unserem gemeinsamen Abenteuer unter dem Stonehenge zurückkehrte, griffen mich die Wachen am Tor plötzlich an. Sie schrien mir Worte wie Verräter und Kollaborateur entgegen. Ich konnte mich gerade noch in Sicherheit bringen. Naja, so sicher ist er jetzt auch nicht zwischen der Brückewache und zwischen der Wache am Nordtor. Ja, das hier erstmal. Warum töten Erzbarone Feuermagier? Das gibt doch keinen Sinn. Das stimmt. Nur gaben mir die Wachen am Lagereingang keine Gelegenheit, danach zu fragen. Sie zogen sofort ihre Schwerter. Vielleicht kann Diego dir mehr erzählen. Er war im Lager, als sich die Ereignisse zuspitzten. Ja, und wo ist der? Aber, okay. Du solltest dich verstecken. Weit weg von hier. Nein, Diego und ich haben beschlossen, die beiden Tore im Auge zu behalten und ahnungslose Freunde aus anderen Lagern zu warnen. Bitte, sprich doch mit Diego. Okay. Aber der wird wahrscheinlich am Südtor sein, wenn er sagt, die behalten die Tore im Arch. Aber ich frage mal lieber noch. Wo kann ich Diego finden? Er hält sich auf der anderen Seite des alten Lagers in der Nähe des hinteren Tores versteckt. Bitte sprich mit ihm. Alle hopp. Gut, machen wir. Wir sehen uns. Jo, mach's gut. Bleib mal nur zwischen den stehen. Aber ich würde sagen, wir rahmen hier auch mal ein bisschen auf. Ich will das irgendwie jetzt nicht Rufbeschwörer oder so, dass die Jungs mich eventuell mal aus dem Hinterhalt oder so angreifen. Deswegen, hallo Buwe. Na, wie sieht's aus? Komm mal her, du dummer Hund. Du, ach du blöder Sausack. Und jetzt. Mindestens. So, und du auch noch, du Scheiß-Typ. Euch habe ich nie leiden können. So. Sieht man mal, wie leicht man mittlerweile Gardisten slashen kann. Also die sind nicht besonders stark, die Jungs. So. Außerdem haben sie mich direkt attackiert, die Schweine. Von daher, dafür mussten sie jetzt einfach mal sterben. Und die haben nur 10 Erzbrocke und eine Äpfel dabei. Das ist schon ein bisschen erbärmlich. So. Und jetzt zu euch, Kasper, da vorne am Tor. Ich habe keinerlei Bock, dass die Knaben mich hier attackieren. Deswegen, so. Wird hier erstmal nochmal gespeichert. Ne, Moment. Moment, dann machen wir wieder auf Yankee 3. Das ist mal lieber. Da bin ich jetzt nämlich schon ein Mörder. So, was geht dann hier ab? Eventuell haben die auch Infos für mich. Hallo, Fletcher, hi, Kumpel. Da ist noch einer von diesen verräterischen Feuermagiern. Pah! Moment, wovon redest du, Fletcher? Steckst mit diesem abtrünnigen Abschaum aus dem neuen Lager unter einer Decke, was? Warte mal.
Hattest wohl gedacht, wir würden nicht dahinter kommen. Wie? Jetzt aber mal halblang. Wir werden dich halblang machen. Oder genauer gesagt, einen Kopf kürzer. Stirb! Verräter! Oh, okay. Erstmal der Fletcher. Nee, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe, ihr Schimmler. Okay. Na gut, dann renne ich erstmal. Und dann schmeiße ich die mit Zauber ab. Ist einfacher. Greifen mich die Butler Boys. Ach, ne, die rennen einfach. Okay. Die sind so clever und Heim flitzen. zu Mutti. Ja, das mache ich. Feigling, komm zurück! Ne, als ob. Ups. Ups. Was sind denn das so zwei Arschgeigen? Nein, nicht blöd, Mann. Okay. Na gut. Das war ziemlich dumm. Ich habe gedacht, der Rest von einer Knabe wäre schon Abkauer. Aber alle hopp. Dann machen wir trotzdem nochmal hier. Triggern wir trotzdem nochmal das Gespräch. Da ist noch... Warte mal. Jetzt aber... Wir werden stirb! Nö, ich mag jetzt erstmal nicht sterben. So. Gehen wir wieder Richtung Butler Boys, weil ich will jetzt an, dass die Milton attackieren. Ups, irgendeiner schießt noch auf mich. Ey, hör auf. Trifft den Butler bitte. So, lass mich in Friede. Lasst mich einfach in Friede. Und die können hier sowieso sicher die Straße entlang rahmen. Ich habe hier eh schon alle Monster gekillt. Na, wie lange rennen sie mal noch hinterher? Die Affeköp. So, ich dürfte doch einigermaßen sicher sein, oder? Also noch. Also die nehmen ihren Job wirklich sehr ernst, habe ich das Gefühl. Ups. So. Stirb! So. Dich lasse ich jetzt erstmal leben. Den anderen lasse ich jetzt erstmal, wie gesagt, leben. Ich will gucken, ob die mich dann einfach so nochmal attackieren. So. Das nehme ich da trotzdem ab. Und ich glucke noch ein paar Tränke, damit ich wieder ein bisschen fitter bin. Und dann schauen wir mal, ob der mich einfach nochmal so attackieren wird, hier der Knaber. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ja. Ja, würde er. Okay, dann bist du tot. So, Leute umbringen macht Spaß, vor allem wenn es nicht nur die Leute aus dem Sumpflager sind, die besessen sind und mich attackieren. Kommt noch einer gejoggt. Hallo, hopp, guck mal her. Ich brauche noch was zum Spieler. Komm her. Komm her. Komm her, du Pfeifedeckel. So. So saftig, wenn man die Gedärme aufwirbelt von deinen Leuten. Und nochmal, du ach. Hast doch schöne Geräusche, die auch machen. So. Also die Gardisten sind ja echt erbärmlich. Gewundert, dass die ständig Schutzgeld eintreiben, wenn sie immer nur C-Erz und eine Äpfel bei sich haben. Oh, hier der Schlemmer. Der hat noch ein Brot, gebratenes Fleisch, Käse, Äpfel ohne Bier dabei. Ach Gott, der Herr Feinkoster hier. So. Tränke gezischt. Und die Rest, die zischen wir dann mit dem Feuersturm nieder, würde ich sagen. Wir haben insgesamt 40 Mana mittlerweile. Hey, wir sind richtig gut. Ja, Butler. Keine Angst, ich mache euch nichts. Ihr seid ja nur hier die frohen Dienstleister hier von der fette Leute aus dem alten Lager von der Erzbarone. Euch wird nichts passieren, wenn ihr jetzt nicht auch hier rennt, ihr Idiote. Ihr seid doch ach zu dumm, um aus dem Bus zu winken. Ich will euch doch nicht umbringen. Aber den Gardist will ich auf jeden Fall umbringen. Nimm das. Okay, er steht sogar noch. Und... Ja, okay. Na gut. Die schießen mit auf uns. Hört auf, ihr Sausäck. Hör auf, du. Feigling. So. Okay, Fletcher, du zuerst. So. Einfach weil ich dich gekannt habe, darfst du es als Erster haben. Und jetzt du noch, du garstiger, schwerer Gardist. So, ich bin neidisch auf deine Rüstung, deswegen musst du zuerst sterben. Okay, leichte Armbrust und Bolze können wir noch abziehen. Und eine Fackel, 20 Erzbrocken. Ach Gott, der Herr Baron. Ein 50er Trank, noch ein paar Bolze und so ranziges Gardeschwert noch. Okay, leichte Armbrust. Und was hast du, du Fletcher? Du bist ja eine Pfeife. Äpfel, Käse und Richtschwert. Wie heißt das, du Gurke? Von so einem Gardist mit höherem Rang hätte ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr eingeschätzt, aber
Sind ja alles irgendwie Luftbombe hier im alten Lager, wie es aussieht. So, Milton, du bist jetzt auf jeden Fall sicher, das Killer-Kommando hier werde ich nie mehr das Killer-Kommando werde ich nie mehr anrühren, so rum. Und dann gehen wir mal zum Diego. Ach, ich mag das da aufzurahmen hier mit deiner. Das macht so viel einfacher, das Ganze. Wie ist denn die Quest jetzt eigentlich? Verbannung aus dem alten Lager. Es sieht so aus, als ob ich nur aus dem alten Lager verbannt wurde. Ja, Fletcher griff mich sofort an. Hilfe der Feuermagier. Tore des alten Lagers sind nun verschlossen und werden von Gardisten bewacht. Sie attackieren jeden, der dem Lager zu nahe kommt. Boah, das klingt jetzt nicht so besonders toll oder ergiebig für uns. Aber so ist es halt, ne? Genau so ist es halt. Aber auf der anderen Seite, das sollte ich jetzt auch nochmal speichern, weil da stehen auch noch ein paar Jungs rum und die sind mir auch nicht gerade so gut gesonnen, deswegen, gut gesinnt, nicht gesonnen, ach Gott, der feine Herr. So, und auf die Schniss und nochmal auf die Gosch. So, du dummer Hund, jetzt du auch nochmal, weil es so schön war. Und so, Zauber töten wenigstens sofort. Da haben wir die Idioten Anime, mit denen wir uns rumärgern müssen. Das ist auch sehr praktisch, wie ich finde. So. Skandal im alten Lager, ne? Beziehungsweise Skandal im Sperrbezirk hier. Ach, das ist ja auch so ein Sperrbezirk. Oh, Dietrich, 2 Bierle und eine Fackel. Da habt ihr ja mal riesen Schätze gehabt, Jungs. Das hat ja nicht mal einen Mord gerechtfertigt, was ich hier gemacht habe. Also generell, was die so bei sich haben, nennen wir es mal, sie Henne haben. Aber das, was die Leute bei sich haben, das rechtfertigt eigentlich null einen Mord, nicht mal eine Kolonie. Huch, irgendjemand schreit, ja, gut gemacht. Okay. Kam das vom alten Lager oder kam das von irgendeinem so Bergmensch oder was? Ich kann es nicht sagen. Ich habe nur, ja, gut gemacht gehört, aber anscheinend findet es wohl einer gut, dass ich hier Gardiste kill. Warum nicht? Die Buddler hat man ja auch gemerkt, die Buddler sind nicht bereit zu kämpfen, wenn sie mich sehen. Die rennen so schnell, wie sie können. Ist vielleicht auch echt die klügste Taktik. So, Diegsenmann, wie schaut's aus? Alles klar, Dieg? Hey, pst, sei ganz leise. Hallo Diego, ich habe Milton auf der anderen Seite des Lagers schon gesprochen. Gut, dann weißt du ja schon, was passiert ist. Aber weißt du auch von dem geplanten Überfall auf die freie Mine? Ups, das klingt nicht so gut. Erstmal als Abfrocher. Wie konnte die alte Mine einstürzen? Einer der Buddler, der sich retten konnte, erzählte davon, dass sie auf der untersten Minenebene einen unterirdischen Fluss angegraben haben. Als das Wasser in die Mine einbrach, wusch es einige Stützpfeiler weg und der gesamte obere Bereich stürzte ein. Nur eine Handvoll Leute haben es lebend aus der Mine herausgeschafft. Das klingt ja nicht so gut. Dann das noch? Wieso sind die Feuermagier tot? Das ist eine etwas längere Geschichte. Ja, es passt schon. Verzähl ruhig. Nun erzähl schon. Es ist nicht die erste längere Geschichte, die ich mir anhören muss. Nun gut, ich hatte das Glück, mich beim Eintreffen der Nachricht vom Einsturz der Mine im Haus der Erzbarone aufzuhalten. Gomez war über das Unglück völlig außer sich und sah dadurch sofort seine Machtposition gefährdet. Klar, wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. Richtig. Nun, da er von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschnitten ist, wird auch der Warenfluss von der Außenwelt bald stoppen. Niemand wird mehr für ihn arbeiten wollen, wenn nicht bald eine andere Einnahmequelle aufgetrieben wird. Und deshalb ein Überfall auf die freie Mine. Das ist, neutral betrachtet, die einzige Chance, die Gomez hat, seine Macht zu erhalten. Vor einigen Stunden sind 2 Dutzend Gardisten in Richtung freie Mine aufgebrochen. Ah, nicht so gut. Nochmal noch der Feuermagier, Frocher. Aber was passierte mit den Feuermagiern? Choristo und die anderen Magier waren die einzigen im Lager, die vernünftig blieben. Sie verboten den Überfall und forderten eine Einigung mit den beiden anderen Lagern. Sie verboten Gomez den Überfall auf die freie Mine. Tja, Choristo und die anderen hätten wohl weniger forsch auftreten sollen. Gomez verlor das Vertrauen zu ihnen und ließ sie hinterrücks niederstrecken. Toll. So macht es ein Herrscher, ne? Er hat die Chance erkannt und seine Chance wahrgenommen. So machen das Helden. Okay, dann machen wir hier noch das hier. Das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig.
Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Das ist natürlich toll. Hier noch. Ich habe Gardisten vor den verschlossenen Toren gesehen. Halt dich bloß von ihnen fern. Sie greifen jeden an, der sich dem Lager nähert. Sie haben wohl Angst vor den Vergeltungsmaßnahmen nach dem Überfall auf die freie Mine. Ja, kann man sich ja vorstellen. Dann hier noch. Was wollen Milton und du nun machen? Wir werden hier noch eine Weile ausharren und andere Freunde warnen, bevor sie den fanatischen Gardisten in die Hände laufen. Besser Aber so, ja. du könntest uns noch einen Gefallen tun. Ja, ich gebe da ein bisschen Wurstsuppe und Riesling. Aber komm. Ist schon so gut wie erledigt, sprich. Suche Lester und Gorn. Sie müssen wissen, was hier passiert ist. Richte ihnen aus, dass wir 4 uns wie immer am verabredeten Platz treffen. Wenn ich sie vor euch treffe, werde ich sie warnen und zu eurem Treffpunkt schicken. Danke, mein Freund. Du scheinst wirklich in Ordnung zu sein. Geh nun. Wir sehen uns später. Ah, jo. Mach's gut. Das Treffen, da haben wir so, ne? Das Treffen. Alle Feuermagier sind tot und die Situation spitzt sich zu. Diego hat mich beauftragt, Lester und Gorn davon zu unterrichten, dass er sich mit ihnen und Milton an einem geheimen Ort treffen will. Das scheinen sie nicht zum ersten Mal gemacht zu haben. Okidoki, dann rahmen wir aber hier auch nochmal auf. Da steht anscheinend auch nochmal irgendein Hansel, möglicherweise einer, den wir kennen. Deswegen gehen wir erstmal hier und sagen mal Hallo. Vielleicht greifen sie mich nicht direkt an, sondern sprechen erstmal mit mir. Das wird sich zeigen. Kennen wir euch? Nö. Ah, ist das Blatt? Wir haben wohl einen der aufständischen Feuermagier übersehen. Moment, was redest du da, Bloodwin? Ah ja. Machst gemeinsame Sache mit dem neuen Lager, was? Warte mal, ich bin doch noch immer... Glaubtest wohl, das könnte ewig so gehen. Jetzt hör aber auf mit diesem Unsinn. Verräter wie dich machen wir kalt. Stirb, Abtrünniger! Alle Haupt. Alle Haupt. Dann machen wir doch zuerst mal den Gardist hier platt. So. Ups. Das war ja einmal so ein Cäsare-Mord Deluxe hier, Alter. Oh Gott. Okay. Na gut, wissen wir Bescheid. Aber ich will das trotzdem nochmal hier, weil ich der Tagebucheintrag haben will. Bloodwin, komm, sag deinen Satz. Moment, Glaub, jetzt hör... stirb! Alla, Haupt. Jo, Alla. Dann wissen wir jetzt auch doch Bescheid. Ich renne trotzdem im Zickzack weiter. Soll ja ruhig irgendwo noch ins Leere reinschießen. Ups. Ich sollte weiter hier zickzack rennen. Ups. Upsala. Oh, irgendwann habe ich noch abgeknallt. Na gut, dann machen wir das doch ein bisschen anders. Dann machen wir das ein bisschen anders. Die greifen nämlich Diego an, die Schweine. Okay. So, ups. Na egal, komm schon. Schlimmer kann's das wäre. Oh je. Es kann doch noch schlimmer kommen. Lass dich hier nie mehr blicken. Oh doch. Mein Mana ist auch schon leer. Alle hopp. Komm schon her, du. Feige Sau. Ups. So, komm her, du feige Schwein. Ups. Noch einmal und du bist tot. Ich will auf eure Erfahrungspunkte, Leute. Ich will eure Erfahrungspunkte. So, Bloodwin. Das ist nicht gut. So treffen die mich eh nicht. Lass dich hier nie mehr blicken. Ups. Oh Gott, der Diego gleich. Diego geht ab wie Sau. Ich sollte mir noch so ein paar Tränke zwirbeln. Ja, ja, Diego killt die hier mit einer Inbrunst, dass es nämlich feierlich ist. Aber ich sollte wirklich tatsächlich und eventuell und absolut hundertprozentig sollte ich mir noch sowas hier reinziehen. Und dann noch auf den mittleren Gardist hier, auf den besonders starker.
Weil die packe ich, die Buwer. So. Den anderen Feigling hier, den kill ich noch hier instant mit meinem Feuersturm. Und sehr schön. Jetzt ihr wieder. Du wirst. Ja. Lass mir Bloodwin. Sehr schön. Gut, dann hätte man die Messerarbeit auch erledigt. Perfekt. Okay, mir hätten zwar nicht der Tagebucheintrag, aber das ist nicht weiter schlimm. Da hätten wir auch nur erfahren, ja, Südtor ist jetzt auch nicht gerade so unbedingt, ne? Okay, so viel zu Gardist. Oh ja, und die drin, die feiern so ein bisschen. Oh, lass uns da nicht drüber reden. Weiß nicht. Also bei denen scheint wohl innen drin alles in Ordnung zu sein von der Mechanik. Nur haben die jetzt ihr toller Torwache nämlich. Hier soll's recht sein. Die Buwer war mal sowieso etwas nervig. Okay, das war die Torwache, der ich die 100 Erz gegeben habe. Das war Bloodwin, der hat noch 10 Erz von mir als Schutzgeld gehabt. Und zack, zack. Und sehr schön. Sehr genau. Und da können wir uns da was reinpitscheln. Und da und da. Und bevor ich es vergesse, weil morgen ist so Heiligabend, ne, dass ich nochmal zu der Heiligabend-Episode verpasse, sollte ich nochmal zum Sumpflager gehen und Lester Bescheid geben. So. Sumpflager-Teleport zu Lester, falls er noch hier rumhängt. Und ihm noch Bescheid gebe. Ansonsten muss ich mir einfach merken, dass ich Lester noch Bescheid gebe. Weil Gorn wird wahrscheinlich im neuen Lager zu finden sein. Aber bei Lester bin ich mir da nicht so sicher. Nee, der ist hier nicht mehr. Okay, dann sollte... Kommt da jemand? Nee. Okay, dann sollte ich das im Hinterkopf behalten, dass ich mich noch um Lester kümmere. Aber erstmal ab zu der Feuermagier. Entschuldigung, zu der Wassermagier natürlich. Ach, du ist ja auch schon der Gorn. Alles klar. Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Ja. Lass mich raten. Die freie Mine wurde von Gardisten aus dem alten Lager überfallen, die niemand kommen sah. Moment. Woher? Aber natürlich. Du hast es im alten Lager erfahren. Gorn kam kurz vor dir hier an. Was kann Gomez nur veranlasst haben, solch einen aggressiven Schritt zu wagen? Ihm müsste klar sein, dass dieser hinterhältige Überfall einen Krieg heraufbeschwört. Tja, dann gebe ich mir Bescheid. Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Verschüttet. Natürlich. Dann gibt das Ganze langsam einen Sinn. Gomez steht mit dem Rücken zur Wand. Er ist gefährlicher denn je geworden, denn nun, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wird er zu allem fähig sein. Tja, und dann noch schlechte Neuigkeiten. Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Töten lassen? Wieso bei Belia hat er so etwas getan? Sie waren gegen den Überfall auf die freie Mine und stellten sich gegen Gomez. Dann sind wir alle verloren. Ohne die anderen 6 Magier werden wir die geballte Kraft des großen Erzhaufens nicht kontrollieren können. Ich danke dir trotzdem dafür, dass du diese gefährliche Botschaft an mich überbracht hast. Tja. Hier erstmal, darum möchte ich mich auch mal um mein persönliches Zeug kümmern. Das alte Lager hat mich verbannt, weil ich euch geholfen habe. Du gehörst nicht länger zum alten Lager? Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. So schnell geht es, ne? Hier noch? Heißt das, ich gehöre jetzt in die Gilde der Wassermagier? Noch nicht. Du musst erst den Eid des Wassers ablegen. Aber ich habe mich bereits dem Feuer verschworen. Du brichst den Schwur ja nicht. Ich verstehe nicht. Du erweiterst deinen Schwur. Damit wirst du zum Magier der beiden Elemente. Sowohl die Macht des Feuers als auch das Wissen des Wassers stehen dir dann zur Verfügung. Ja, das ist doch mal geiler Scheiß. Dann machen wir das doch klar. Ich bin bereit, den Eid abzulegen. Diener des Feuers, du wirst nun den Segen des Wassers empfangen. Sprich nun die Worte des Eides. Ja, das Segen des Wassers gibt's jetzt auch noch. Der Götter Ich schwöre bei den Mächten der Götter und bei der Kraft des heiligen Wassers, und bei der Kraft des heiligen Wassers, dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei.
Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Mit diesem Schwur einst du die Kraft des Feuers und den Segen des Wassers in dir. Du verbindest das, was vorher getrennt war. Möge dein Leben ein Zeichen des Bundes der Elemente sein. Trage diese Robe als Zeichen deiner Verbundenheit zum heiligen Wasser und zu Adanos. Hopp, jetzt bin ich so ein richtig geiler Typ hier. Was trage ich dann jetzt hier? Die stinknormale Wasserrobe ist schon besser als die große Feuerrobe. Das finde ich schon etwas unverschämt. Schutz vor Waffen 65, vor Pfeilen 5. Du warst 50 um 15 verbessert. Schutz vor Feuer bietet die Wasserrobe 10 mehr. Und Schutz vor Magie bietet sie auch noch mehr. Also es ist schon etwas läppisch, ne? Also Gorn, du auch noch. Hi. Nee, wisst ihr was? Wisst ihr was? Bis später. Genau. Die ganze Sache, die machen wir erstmal Moja. Ich mag gerade mal gucken, was ich da für tolle Robe habe. Ob das die stinknormale Wasserrobe ist. Das ist nicht die, die Saturas trägt. Nee, das ist die normale Pillepalle stinknormalo Wassermagier-Robe und nicht die, die er trägt. Kann ich mir von ihm eigentlich auch hier die hohe holen? Hohe Robe? Magie zu Ehren. Also ganz nebenbei. Ja, darf ich die haben? Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen. Die Zeit ist gekommen. Genau. Du bist würdig, die hohe Robe des Wassers zu tragen. Kaum aufgenommen und schon hier, ne? Schon bin ich hier der Overgoscher. Aber ja. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Aber hallo, das habe ich doch immer vor. So, die große Wasserrobe schützt jetzt vor Waffe 70. Das ist 20 besser und 5 besser als hier. Schutz vor Pfeilen 10 statt 5. Ursprünglich. Schutz vor Feuer 45 statt 40, ursprünglich 30. Und Schutz vor Magie 20 statt ursprünglich 10. Das ist doch mal richtig geiler Scheiß. Da würde ich aber sagen, ich speichere hier an der Stelle, mache meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Heiligabend, zu Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.